Ja, gerade an diesen Zeiten, wo viel von Raketen an Drohnenugriff geht, kann ihn sich schon mal vorstellen, wann Himmel bemol etwas wie ein Feuerball zu gesehen ist, die stark liegen an ihn dabei auch nach Geräuscher wie Explosionen hört. Das war gestroffen, die war Lützeburg an der Südwesten von Deutschland der Fall. Es hat sich aber sehr herausgestellt, dass das mysteriöse Phänomen ein Meteorit war, den zu Koblenz immer in Schütt und einem Haus los hat. Christoph Forscher hat Details. Kkleng well dëse Meteorit op Keefall. Reets geht vun engem Meter Durchschmiesser. Die treten mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre rein und komprimieren die Luft vor sich. Und durch dieses Komprimieren, das kann man daheim mit einer Luftpumpe nachspielen ein bisschen. Wenn man Luft komprimiert, dann wird die heiß, weil die Moleküle wollen sich mehr bewegen als der Platz, den man ihnen gibt. Und es passiert da wirklich ganz im Extrem, sodass die Temperaturen, die dabei erreicht werden, so hoch werden, dass Luftmoleküle und auch teilweise Oberflächenmaterial von dem Körper, der da eintritt, ionisiert werden, auf gut Deutsch zu leuchten anfangen vor lauter Hitze. Net schlecht gestaunt hu gestrowen da vunner vu Koblenz. Stecker vu Meteorit hunn sech duch den Der vun engem Haus geburt. Deler gowen an der Schlufkummer fand. Kurz no 7 gowen Pomsche kontakteiert. Vor Ort konnten wir feststellen, dass in dem Dach ein Einschlagsloch sich befindet. Es waren Personen noch in dem Gebäude gewesen. Das Loch ist etwa ein Fußballmäßig groß. Wir haben daraufhin erstmal die ganze Lage erkundet. Es waren keine Personen verletzt, obwohl welche auch anwesend waren, aber nicht innerhalb dieses Raumes. Daraufhin haben wir mehrere Messungen durchgeführt. Mit unseren Mitteln konnten keine Gefährdungen für die Person hier festgestellt werden. So ein Meteorit wie die vu Göchter gegen weltweit höchstens einmal am Jahr aufkommen oder just all paar Jahr. Und plus mat der Gräs zum Stehen wird das schon ganz zählen. Durch die vielen Berichte, die immer sehr, sehr hilfreich sind, wenn Leute sich da melden oder bei der International Meteor Organization dann auch ein Meldeformular ausfüllen, dass das Objekt 17:55 UTC, also 18:55 Ortszeit, aus Südwesten in nordöstliche Richtung geflogen ist, mit einer hohen Geschwindigkeit. Die Aufnahmen, die man gesehen hat, haben schnell nahegelegt, dass es ein natürliches Objekt ist, das aus dem Weltraum eingetreten ist. Das sieht man häufig an der schieren Geschwindigkeit. Diese Objekte sind deutlich schneller als erdgebundene Satelliten oder Weltraumschrott. Woem wären Stecker vum Meteorit net méi wann en DG vum Bodem opreffen an Handtuelen, so nach den Dr. Richard Meusel am RTL-Interview.